Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch. Und heute habe ich so Freude an diesem Video, weil es ist etwas, was ich wirklich nie mache, eigentlich, oder sehr, sehr selten. Ich habe heute ein Video wirklich für unsere lieben Vegetarier. Well, I've got news for you, I know you're waiting. Christmas is right here. Well, Es ist so, die ganze Idee ist so entstanden mit jemandem geschrieben. Auf Facebook so, meine Tochter ist Veggie, aber ich möchte ihr nicht einfach nur Gemüse hergeben, fürs Chinoise machen. Hast du irgendwelche Ideen? Und am Anfang habe ich zuerst so gedacht, tja, selber schuld. Und dann habe ich so gefunden, nein, eben, Weihnachten, das Fest von Nächstenliebe, ist doch einfach irgendwie mega langweilig, einfach nur Gemüse zu baden und so. Haben wir dann überlegt, was könnte man machen? Und heute bin ich wirklich den halben Tag in der Küche gestanden und habe Veggie-Rezepte für Chinoise ausprobiert. Und die 3 Sachen sind mega, mega gut rausgekommen. Eins ein bisschen weniger gut, weil ich halt einfach wirklich mich in diesem Tofu-Bereich nicht so wahnsinnig gut auskenne. Und die 3 Sachen, die aber funktioniert haben, die wollte ich euch jetzt vorstellen. Tada! Das ist das Fleisch, Veggie-Fleischblättchen. Hey, blöd gesagt, Veggie-Chinoise-Blättchen. Und jetzt habe ich euch mal eine Erklärung dazu. Hier habe ich so Herdöpfelbällchen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Gnocchi-Teig. Und ja, dann habe ich mir überlegt, ja, die Bällchen kann man ja easy aufspießen und da rein in die Bouillon rein tun. Die brauchen etwa 5 Minuten brauchen sie zum Ziehen. Ab ins Bad. Als zweite Idee habe ich mir überlegt, ich könnte ja Ravioli machen und ich habe jetzt Ravioli gemacht mit einer Pilzfüllung drin und ich finde die Idee mega, mega cool und Ravioli sind so variierbar. Du kannst Spinat-Ravioli machen, du kannst Pilz-Ravioli machen, Kürbis, weiss der Teufel nicht was alles. Und dann kann man die müssen ja einfach genau gleich auch im Wasser ziehen, wenn man sie normal macht. Kann man die einfach anstecken, zack, und ebenfalls ins Wasserbad hineingeben. Die brauchen sicher die brauchen etwa 3-4 Minuten, mehr nicht. Sie sind relativ schnell durch. Und die Bouillon darf also ein bisschen heiß sein. Und es ist halt gleich Teig geworden, dass es schlabbrig wird. Und dann kommt mich absolut stolz. Ich habe wirklich das erste Mal mit Quorn gearbeitet und ich bin eine Veggie gefragt, ja, ist es möglich, Quornbällchen zu machen? Und sie hat so gesagt, sie wüsste es nicht, ja, wegen der Bindung und so. Und dann habe ich gedacht, egal, ich probiere es einfach. Und ich habe jetzt wirklich hammermässige Quornbällchen hergebracht. Wirklich, hat zwar relativ viel Ei drin, und, aber es hat super funktioniert und sie schmecken mega fein. Ich habe mega viel Fleischgewürze gehabt. Aber ich könnt natürlich mit dem würzen, was ihr wollt. Und ich bin wirklich ein bisschen stolz auf das. Die so, auch von der Konsistenz her, ich habe sie gebacken und es ist wirklich einfach richtig cool. Ich habe wirklich auch Freude. Und auch die kann man einfach hier aufstechen und ab ins Wasserbad geben. Und die sehen wirklich nach Fleisch aus. Und ich habe es probiert und es schmeckt im Fall wirklich fein. Das Quornbällchen, das muss man natürlich noch mal heiß werden, braucht vielleicht 2 Minuten. Und dann kann man einfach das Quornbällchen nehmen, das hier wunderschön dampft, ich weiß nicht, ob ihr es seht, und in einen wunderbaren Dip haben und einfach genießen. Der Geschmack ist wirklich sehr, sehr fein. Und ich sage das wirklich als Nicht-Vegetarier. Also Quorn, es ist wirklich fleischig. Ich habe wirklich das Gefühl, ich esse Chinoise. Also diese Bällchen, die müsst ihr euch wirklich geben. Alle Veggies und Nicht-Veggies, die müsst es probieren. Hammer. Als nächstes nehme ich das Ravioli raus und jetzt gesehen, ist mir vor Gabel gerutscht. Kein Problem. Ich habe hier so Netzchen, die sind im Fall ungebig für von Chinoise zu essen und kann es jetzt einfach so rausholen. Und die Pilzfüllung hier ist so fein, da brauche ich gar keine andere Sauce dazu. Das ist einfach der Wahnsinn. Jeder Veggie wird nach abgeküsst, wenn ihr so ein Chinoise serviert. Die Ravioli haben so eine gute Pilznote, es ist so fein, da braucht es wirklich eigentlich nicht noch Sauce dazu, aber wer natürlich Bock hat, kann natürlich auch noch Sauce dazu nehmen. Why not? Zum Schluss kommen wir jetzt noch zum Herdöpfelbällchen. So, das ist jetzt gezogen hier drin. Und auch das kann man eben mit einem Sauce geniessen. Zack, rein. Mit einem Haps ist es im Mund. Die Herdöpfelbällchen eignen sich wirklich, wenn man ganz viele verschiedene Soßen hat und man einfach gerne Soßen reinboosten. Sie sind wirklich schön herdöpfelig und Herdöpfelsauce passt halt einfach super zueinander. Was ich aber noch probiert habe, ist, ich habe Tofu gekauft, den wollte ich marinieren. Und ich habe wahrscheinlich einen falschen Tofu gekauft, der ist wirklich, als ich es ins Wasserbad rein habe, wirklich zerbrochen. Und dann habe ich es lassen, einfach als Inspiration, vielleicht wäre das auch noch irgendetwas. Und
Jetzt hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr wirklich so ein paar Ideen mitnehmen könnt für ein Veggie-Chinoise, weil nur ein Bild zu baden ist jetzt einfach wirklich ein bisschen langweilig. Auch wenn es sehr, sehr fein ist, aber so ein bisschen Abwechslung, das ist es doch. Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, ein wunderbares Chinoise und ich würde sagen, bis gleich zusammen. Tschüss!